Der Potz Musik Familiensommer heute mit einem richtig geilen Anfang. Und das dürfen wir sagen, weil die Familie Marti und der Rudi Marti die haben ein Stück mitgebracht, das offiziell der Geil heisst. Und da merken Sie vielleicht schon ein bisschen, da ist eine Familie mit Schalk und mit einem Herz für die Ländlermusik und das Älplerleben. Für unsere Sendung haben Martis aber eine Ausnahme gemacht und sind für ihre Alp Hinterhofen im Ibrig der Rab gekommen, hier auf Weggis am Vierwaldstätter See. Auf der Alp Hinterhofen im Ibrig hat der legendäre Siti Domini Menge Alpsommer verbracht und auch immer wieder gemusiket. Auch seine Nachkommen haben die Musik und das Älplerleben im Blut. Das ist am Siti sein Sohn der Rudi, seine Frau die Agnes und ihre Kinder die Priska, die Andrea, die Petra und der Paul. Und da sind sie mehr oder weniger direkt von der Alp oben, kann man das sagen, Petra? Genau, wir sind jetzt von der Alp gekommen. Andrea, Priska und ich sind meistens hier oben, wenn wir frei haben. Und der Paul ist jetzt der Alpler hier oben. Das ist ja ziemlich hoch. Ich habe gehört, über 1750 Meter oben bist du in Alp und im Berg. Jetzt sind wir hier ein bisschen weiter unten am Vierwaldstätter See. Ist das schon ein bisschen zu tief? Vermisst du es? Ja, es geht schon nicht so ein schöner Luftzug wie hier oben. Aber es geht schon auch. Das Bierchen kühl ist. Musikalisch auch wieder eine Erfrischung zwischendrin. Und dass ihr so ein bisschen die Musik und den Rhythmus im Blut habt, da habe ich einen Beweis. Das ist eigentlich ganz klar, weil das Lied schon Generationen zurück. Schon die Grosseltern von diesen Jungen haben das können. Zum Beispiel 1969 am 7. Preis bödeln, der legendäre Siti Domini zusammen mit seiner Frau, der Josi. Also recht virtuos, wie eure Grosseltern hier gebödelt haben. Ist das Bödeler-Talent irgendwann von euch auch weitergegeben worden in der Familie? Ja, Paul. Einstimmig, ja. Also, Ja, ich wollte früher einmal als Preisbödeln. Aber haben hier die Ich habe Frauen keinen Mann gefunden, der Tanzring herum wäre. wo wollte anhaben? Sagen wir es so. Jetzt musst du mir gleich sagen, wenn du erzählst, du hast von Männern finden, wo hast du denn den gefunden, da, der Rudi? Ja, sie haben Musik gemacht irgendwo und dann habe ich einfach gedacht, das wäre jetzt der. Und dann irgendwann ist es der geworden. Juhu. Und jetzt sind schon relativ gleich mit dem zukünftigen Mann auf der Alp. Also, als wir geheiratet haben, sind wir dann miteinander auch im Sommer oben gewesen. Rudi, du bist über 30 Sommer hier oben gewesen. Was hat dir am Älplerleben dir so gefallen? Ja, die Natur und die Freiheit und du kannst jutzen, es ist wunderbar dort oben. Jetzt haben wir vielleicht auch Leute, die zuschauen, die gerne nicht so wissen, was ein Älpler den ganzen Tag macht. Andrea, willst du uns mal beschreiben, wie das Älplerleben so aussieht, so einen Tag? Ja, ich bin kein Älpler, aber ich denke, am Morgen gehen sie etwas melken. Hast du das mal im Fernsehen gesehen? Oder? Ja, der Pauli hat das mal gemacht. Seitdem machen sie es selber. Genau, ja, sie können es von allein. Ja, nein. Ja. Und etwas wilde Haie und so, ja. Wann gehen denn die Tage auf der Alp oben einmal so los am Morgen? Ja, morgen steht man auf, ja. Bei Zeiten, je nachdem, ein bisschen früher oder später. Und der Wecker ist die Sonne? Das ist das Nachteil. Selbst doch. Ja, aber Empfang hat man in der Hütte nicht. Aber sonst, ja. Wie kommt man denn auf die Alp, Agnes? Also mittlerweile mit dem Auto. Früher, als wir geheiratet haben, musste man noch anlaufen. Hat man wirklich. Und seit Ende 95 kann man anfahren. Ja. Und das Fech marschiert aber auch noch. Wie? Das Fech marschiert auch noch. Ah, das Fee! Das wären die Kühe. Nein, wir laufen immer noch mit dem Fee. Wir laufen von der Schweiz. Laufen wir über die Berger Eck in Hinterhofen. Aber das ist ja eine halbe Weltreise. Also in 2 Tagen machen wir es. Wir gehen am ersten Tag bis in die Weglose und am zweiten bis rauf. Fahren ist im Prinzip wie so ein halbes Fest, wenn du gehst. Und dann bringen alle ein Bier raus und am Schluss sind wir ziemlich gekäppelt. Das ist alles Also lustig, nicht weißt du. alle. Aber ihr habt am Schluss alle noch die richtige Alp gefunden. Ja, das hat es auch schon gegeben, Nein, als niemand das mit ist- voraus war. Das Fee ist einfach gekommen, ist niemand mit Das Fech voraus. hat den Weg gefunden. Immer gefunden. Immer gefunden. Wir auch schlussendlich.
Und der Weg lohnt sich. Auf 1759 Meter im Hochhybrig auf der Käsere liegt die Alp Hinterofen. Da ist der City Domini schon zur Alp. Und heute ist sein Enkel, der Pauli, oben. Aber viel ist noch wie früher. Wir sind noch relativ altmodisch eine Art auf der Alp oben. Aber bis vor 3 Jahren haben wir auf der Hand gemulchen. Das haben wir jetzt auch aufgehört. Die Eltern haben immer von Hand und ich habe gesagt, einen Sommer eigentlich noch von Hand melken. Dann haben wir einen Sommer von Hand. Und dann habe ich diese Maschine gesucht. Oder haben wir, ja. Vor ein paar Tagen hat es tierischen Nachwuchs auf der Alp. Die Priska, die Schwester von Pauli, arbeitet gerne mit den Kälbern. Das ist der Sascha. Der ist hier oben auf die Welt gekommen. Das erste Kalb hier. Das ist der Louis, der ist die letzte Woche auf die Welt gekommen. Und da hinten haben wir noch die Wanda. Wenn sie so klein sind, sind sie noch herzig. Auch wenn sie so zutraulich sind. Du merkst halt, gerade wenn sie immer jemanden streicheln, kommen sie auch, wenn sie dich jemanden kennen. Die Smarties betreiben die Fleischwirtschaft. Da muss man von den Tieren auch wieder Abschied nehmen. Ich sage jetzt, wenn dir ein Tier voll ans Herz gewachsen ist und du es immer gestreichelt hast, dann ist es manchmal schon nicht so schön, aber es gehört dazu, man weiss es auch. Und die haben ja ein schönes Leben gehabt, weiss ich. Ja. Ein schönes Leben haben alle, die in den Käseren wohnen dürfen. Die Kühe können sich frei bewegen auf der Hochebene. Und man hat fast das Gefühl, sie geniessen die Aussicht auch. Der Paul muss sie zum Melken jeden Morgen und jeden Abend zusammentreiben, bei jedem Wetter. Bei den einen hat man manchmal ein bisschen länger, aber wenn es so Nebel hat und Rauch ist, weiss man nicht, wo sie sind. Und dann läuft man halt ein paar Mal am gleichen Ort durch. Jede ist ganz anders auch. Die eine ist manchmal so eine Smusikatze und die eine kommt gerade zäckeln, wenn es irgendetwas... Eine isst eben noch schier Säugewäsch. Wenn wir Makronenvorräte haben, alle zum Mittag oder schon länger rumstehen, dann kommt sie alle und etwas essen. Das hat sie noch ganz gerne.
Echo vom Tuesberg mit dem Edi Schnüriger und dem Sepp Krienbühl. Der Rudi Marti hat natürlich auch mitgemacht. Der Sohn vom Siti Domini. Und Siti Domini, das ist ja nicht der Name, der bei eurem Großvater im Pass gestanden ist, sondern was hat es mit dem Siti auf sich? Also Siti ist ein Ort am Unterrhein, Briggisheim heisst es auch. Und das wäre schon vom Urgroßvater, also der ist dann auf die Schweiz gekommen. Und da ist es einfach hängen geblieben am Grossdaddy und an uns. Das heisst, du wärst jetzt ein Siti Andrea? Genau, ja. Also so der Hirschi Andrea könnte ja. Hier sagen wir sonst Jack. Jack. Und der Siti Domini, eben dein Vater, ist ja schon ein bisschen eine Legende. Wie hast du ihn so als Vater in Erinnerung? Ja, der ist immer froh gelaunt, kann man sagen. Morgen schon wieder gejutzt und es war wirklich immer ausgeglichen und gute Laune immer. Also ich kann nicht mehr sagen, wirklich ein toller Vater. Ich glaube, so, wenn man dich so anschaut, vielleicht könnte das Kind bestätigen, ein bisschen hast du das schon übernommen. Ja, vielleicht jetzt vor der Kamera sagen sie das. Dürfen wir nicht Angst. Ich hatte alle noch bestochen. Also, als ich jemand anders gefragt habe, wann ihr so für eine Familie sind, hat er selbst gesagt, ja, viel brüllen tun sie nicht. Ja, das ist nicht so schön brüllen. Wenn es nicht muss sein, tun wir nicht. Nein. Und weißt du auch, wie die Musik denn bei euch in die Familie reingekommen ist? Also in die Familie hat schon der Teddy, ist ja natürlich logisch, der hat mit der Trostberg-Bübel angefangen. Und dann ist das immer weitergegangen. Der Erwin ist dann gestorben, unglücklicherweise. Und danach hat der Reis angerufen, haben die Vilgauer angerufen. Und das ist immer weiter. Und wir hatten natürlich früher die Musikanten im Haus gehabt. Es sind eben Vilgauer groß, Toni Bürger, Trio Bürger, Reis Gewerder. Das hat einen gepackt, das ist wirklich, da hast du Lust und Freude bekommen an diesem Zeug. Wie war das für eure Enkel? Wie viel vom Großvater so als Musikant und eben auch als Legende habt ihr mitbekommen? Petra, du strahlst also. Ja, ich weiss noch, als Andrea und ich, als wir klein waren, sind wir am Morgen alle in sein Zimmer, haben seine Füße eingecremt mit einer Salbe und seine Haare gestrahlt. Darum hat er immer so gute Frisur. Ja, immer schön. Ja. Und was hat es denn bei euch ausgemacht, dass ihr nachher gleich auch angefangen habt, Musik zu machen? Mir auch Wunder. Langweilig sein auf der Alp, weißt du? Ja, du hast Peter schon. Ja, Die ist am Schluss alleine mit uns auf der Alp gewesen, die hat es angeschissen. Ja. Ich habe gesagt, der Fach doch verorgeln. Dann hast du etwas zu tun zwischen denen und dann hat sie ja verorgeln. Sie sehen, Sie müssen einfach ein Örgeli haben und eine Alp. Nachher werden auch Sie zu einer Örglerin oder einem Örgler. Und es sind jetzt grosse Namen gefallen, die der Siti Domini mit denen zusammen gespielt hat. Und einer der grössten ist sicher der Rees Gewerder. Und der Rees und der Domini die haben schon vor 45 Jahren miteinander im Fernsehen gespielt. Und schon da ist das komödiantische Talent vom Siti Domini richtig vorgekommen.
Zurück auf den Alp Hinterhofen. Weil das Wetter in den Bergen schnell umschlagen kann, muss man für alle Fälle gerüstet sein. Die Andrea Jack Marti ist am Holzhacken, weil Holz, das ist wichtig da oben. Also Strom haben wir schon, ein Aggregattempo, aber Solar auch ein bisschen, ja. Aber sonst alles mit Holz. Und tatsächlich, ein Gewitter entladet sich über den Käseren. Die Martis sind froh, haben sie ein Dach über dem Kopf. Es geht nicht lang und es wird gemütlich in der Alpstube. Ja, ist schon schön, wenn man ein bisschen feuern kann und es ein bisschen warm ist. Ja, und ein bisschen zusammen am Tisch hocken. Also meistens tun wir ein bisschen am Tisch essen, einen Kaffee Schnaps trinken oder ein Bierchen. Oder schlafen. Gehen wir alle, gell? Ja, und ein bisschen berichten. Kaffee Schnaps, ein Jass und urchige Musik. Smarties haben es einfach in den Genen. Ja, es war immer schön. Am Wochenende waren wir eigentlich immer da oben, in den Sommerferien. Sonst hat die Großmutter viel geschaut daheim noch. Ja. Es war immer wieder seich, wenn wir nicht gehen mussten. Ich weiss ja, wir abfahren. Die Großmutter ist da holen da rauf, am Sonntag. Nein, wir müssen ab. Priska hat immer brüllt. Ja. Das ist noch bis in die tiefen 20er rein. Ja. Aber wir sind gerne wieder gekommen. Das Echo vom Bärenaug mit dem Paul Marti am Kontrabass, so wie sein Großvater der Siti Domini zusammen mit dem Alex und dem Ueli Leinbacher. Wir haben vorher schon ein bisschen über das Älplerleben und auch über das Bauern geschwätzt. Der Hof, der ist die Schweiz, recht zentral gelegen, Hirschi heisst er. Und dort gibt es nächstes Jahr einen grossen Wechsel.
Pauli? Ja, gibt's. Also, jetzt haben wir noch gebaut und jetzt haben wir es gerne an Pauli übergeben. Ja. Der macht das super und da sind wir froh, dass er das überhaupt macht heutzutage. Geht schon, kein Problem. Ich meine, wenn man in so einem Betrieb aufgewachsen ist, man kennt es ja. Und trotzdem, wenn man plötzlich der Chef ist, ist schon ein bisschen Verantwortung, oder? Ja, das sicher ja, aber das hat man auf der Alpen schon immer gehabt. Also ja, immer. Aber seit 4 Jahren jetzt, seit man da oben ist, auch. Ich freue mich da auf eine neue Herausforderung, da wirklich. Oh. Und wie machst du es denn in Zukunft? Ich könnte mir vorstellen, dass dir jetzt der Elbler-Leben schon auch ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Und ich gehe gleich ins Alpen. Aha. Ja. Also das Heu und so, das könnten die anderen machen? Ja, hin und her ein mehr. Gibt es mehr Fahrkilometer, aber sonst... Das heisst aber auch, dass quasi die Senioren weiterhin auch noch ein bisschen mithelfen? Gerne, wir sind ja froh, dass wir es übergeben den ganzen Plast. Ja, helfen wir gerne. Ja, wir tun ja so gerne auch heuen. Ja. Gell, Pauli? Wir sind hier unter der Einberger Ecke, also ein bisschen unter der Einberger Ecke, und hier ökologisch heuen, sagt man dann. Das darf man nur einmal schneiden, ohne Düngen. Und ist ein Sport, eben, aber sonst, ja, interessant. Interessant. Meine Mutter sagt, es sei Straflager. Ich habe zwar gehofft, ich hätte den ganz braune Bein, bis ihr käme. Aber es hat leider immer geregnet. Nein, es ist schon streng. Auf alle Fälle. Also eine gewisse Fitness ist schon gut, wenn man hat. Und darum... Nein, ich denke, Motivation kommt einfach. Wenn man da draussen steht, ist man einfach voll parat. Ausser, das geht einem dann wirklich nicht gut. Heuen ist Familiensache bei Martis. Da packen alle mit an und an Motivation fehlt es niemandem. Fitnessprogramm pur, würde ich erst sagen. Schöne Aussicht. Manchmal wieder ein Lüftchen zwischendurch. Ja, ich finde es schön manchmal. Also ja. Ja, es ist schön, wenn man in der Familie ein bisschen arbeiten kann. Das kennen wir halt auch schon seit klein auf, dass man zusammen, also man auch hilft an den Eltern und alle zusammen ein bisschen anpacken. Und früher, wo ich noch nicht so rechnen konnte, musste ich alle zu trinken holen und an den Heuer bringen. Und beim Heuen ist am Rudi auch schon die ein oder andere Melodie zugeflogen. Seit ich 12 bin, habe ich angefangen Schweizer Örgeln. Und seitdem bin ich einfach Freude an diesem Zeug. Und ja, das kommt. Ich kann nichts dafür. Mein Vater war der gleiche. Der hat auch aus dem letzten Loch raus immer noch gepfiffen. Nein, das kommt einfach. Ich kann es auch nicht beschreiben, das kommt einfach. Wir sind auch schon die Mieten gelaufen. Und nachher ist einfach etwas so. Vielleicht ist das schon geil, ich höre so viel Musik. Da kommst du immer in etwas rein, aber das ist dann geblieben. Da musste ich das immer wieder pfeifen, bis ich daheim war. Dann konnte ich aufs Tonband aufnehmen. Aber was ich das hole, kann ich dir nicht sagen. Das kommt irgendwann. Ja. Wir haben schon gehört, dass Peter auf der Alp oben so richtig ins Örgeli-Fieber gekommen ist. Wie sieht es denn heute so aus? Haben ein Instrument oben? Wird auf der Alp oben die gemusikt? Ja, mal, es wird schon immer etwas gemusikt. Wenn jemand raufkommt auch. Ich meine, den Bass haben wir alle oben vom Ueli. Weil der sonst nicht so gebraucht wird. Der Ueli oder der Bass? Nein, der Orgel. Ja. Immer jemand, und kommt immer jemand Besuch und das ist immer schön auch. Und vergisst man dann manchmal fast ein bisschen, wenn am nächsten Morgen wieder für Arbeit ansteht, wenn es so lustige Abend gibt? Ja, manchmal schon ein bisschen, ja. Steht man halt eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später auf. Das Vieh ist ja froh, wenn es jemand gemolken wird.
So vom Appenzellerland kennt man ja die Alpstube, wo dann wirklich ein Anlass ist und offiziell gemusikt wird. Gibt es da bei euch manchmal auch, dass man sagt, du, nächstes Wochenende machen wir ein kleines Konzert und dann kommen auch ein bisschen Leute auf Besuch und Publikum? Also Konzerte weniger. Da wird einfach georgelt und dann... Ja, und da wird einfach ventil, frisch, fröhlich. Spontan, ja. Ja, das wird schon. Haben wir früher schon. Manchmal war das schlimm. Ja. Nicht alles gehört. Das machst du so, aber vielleicht hast du gleich noch ein Erlebnis, das man im Fernsehen erzählen darf. Also das lassen wir keinen Kommentar. Ja. Ist denn dein Vater, eben der Siti Domini, noch schlimmer gewesen? Ja, das war der Schlimmste. Also es geht immer ab. Also ihm seine Kinder wahrscheinlich werden zahme Engel. Die wären wahrscheinlich brav mit den weißen Söckli und der Krawatte in den Stall. He? Ja, nein. Es kommt nur besser. Nein, ich denke, es haben alle ihre Zeit. Ja, das ist die Jugend. Ja. Bist denn du so ein bisschen die schauen, dass dann am Morgen gleich wieder alles ein bisschen an seinem Ort ist? Und Nein, sie ist voll, so, voll die Sängerin. Am Morgen habe ich Gaden, kommt sie Gaden misten. Dann wird gesungen, ein Lied am anderen. Also, ja. Textmässig ist die super. Und die Kühe können einfach nicht davonlaufen, darum kann ich dort eben singen. Das ist wie wenn man als Musiker auf dem Schiff engagiert ist, auf dem Vierwaldstädter. Das Publikum nicht pflichten. Ja, darum tue ich am liebsten singen, eben, wenn ich allein bin. So quasi gehen jetzt. Ja, und singen hören wir ja dann auch noch hier Zweckis. Wie es aber so ist, wenn dann Martis auf der Alp oben Musik hat, auch dort sind wir natürlich dabei gewesen. Wenn die Arbeit gemacht ist, dann wird gemusikt auf der Alp. In der Stube, wo jetzt die Jungen am Örgeln sind, hat früher der Siti Domini manche Stuben gehabt. Der Daddy war ja hier oben Menge Sommer zu Alp und der hat natürlich mit den Russbergbübeln oben lustige Momente gehabt und die haben auch gefestet bis im Morgen. Und unser Daddy war natürlich super korpulent. Der ist einfach 80-literige Tausen herumgetragen und der war wirklich topfit, Top-Sportler für Tokio, sagen wir jetzt so. Aber wirklich, der war ein super Mensch von mir aus gesehen. Er hat mich auch gefördert, hat eine Orgel gekauft und mir ein anderer Vater hat gesagt, schau du selber, aber er hat wirklich, er war mein Förderer, sagen wir es jetzt so. Sind die gleichen wie wir. Das ist herrlich. Wenn man die Jungen sieht, weißt, Orgeln und lustig, das lebt, weißt, es geht weiter, Wunderbar. Ja. Jetzt ist ja der Junior da oben, der Pauli, was schön ist. Wir sind jetzt mehr unten. Wir haben heuen, wir haben nicht mehr das Gesetz wie früher. Bist du immer rauf, rein, ab und das ist schön, dass jetzt er da oben ist, der oben zum Fee schaut und dann können wir hier unten schauen. Herrlich. Schön ist es, das Elbler Leben, das Hinterhofen bei der Familie Marti, der Nachfahren vom legendären Siti Domini. Und da war ein Mann, eine richtige Wucht von einem Elbler, einer, der auch Rhythmus und Musik im Blut hatte und sich auch politisch temperamentvoll geäußert hat. Und den deutschen Fernsehmoderatoren hat er dann schon erklärt, wie die Musik läuft. Nicht konzertöse Musik, es muss Rhythmus drin sein. Rhythmus. Auf unseren Tanzplätzen braucht man Rhythmus. Unsere Leute schlafen nicht gerne auswärts. Sie kommen auch nicht unbedingt nur, um schöne Musik zu hören. Sie soll schön sein und melodiös, vor allem melodiös, nicht nur Maschinenmusik. Ein Ton am anderen, von unten nach oben. Auch das ist Musik, aber die Leute, die wir auf dem Tanzplatz haben, die möchten richtige, urchige Musik.
ungefähr. Das ist nur einer von vielen kuriosen Jodeln. Das ist einer von den schlimmsten. Da hat das deutsche Fernsehpublikum sicher Anfreude gehabt am Siti Domini. Und schön, dass diese Tradition in der Familie Marti weitergetragen wird. Jetzt dann noch mit dem Lied «Schweizer Bub». Priska, wo habt ihr das Lied gefunden? Oder wie sind ihr auf das gekommen? Das hat eine Cousine vom Daddy. Als wir in den Ausgang sind, hat sie das erst abgelassen im Auto. Und dann haben wir das noch schön gefunden. Dann haben wir sie gefragt. Und das ist irgendwie bei uns daheim eine Schallplatte. Ja. Das ist ja eine Tradition, die quasi weitergeht mit dem Lied. Ja, also der Großvater, Großmutter und Großtante singen das dort drauf. Ja. Jetzt geht es mit den Enkeln und dem Sohn weiter. Danke vielmals, dass ihr hier auf weggekommen sind. Ich wünsche euch weiterhin noch einen schönen Sommer. Ich danke auch Ihnen fürs Zuschauen. Nächste Woche geht es mit unserem Familiensommer weiter. Dann ist das Entlebuch zu der Familie Gerber mit Schweizer Örgli-Klängen und dem Schweizer Meister der Zimmerleute. Jetzt genießen wir noch das Lied und haben einen schönen Abend. Ade miteinander. Ich bin's, ein Schweizer Bub und am Säckerns Natur. Trag ich an den Tannenbaum, so stark bin ich. Schön. Ja. Wir wollen heulen, fertig hier. Hoi miteinander! Hat es euch auch also gut gefallen wie mir? Dann noch einen Like da und kommentiert. Und vor allem abonniert den Kanal. Mehr zur Volksmusik und zu unseren Traditionen hier rechts auf Play SRF. Viel Vergnügen!